Und herzlich willkommen zurück wieder hier zum Let's Play von Tales of Zestiria. Und wir sind, glaube ich, so weit, so gut dran. Im Sinne von, dass wir jetzt hier mit der Wasserprüfung loslegen können. Ich glaube zumindest, der Wasserschrein sein müsste. Ich will aber vor, wenn du ganz fies bin, noch woanders hin. Und so könnte es anders sein. Zurück in unsere gute alte Heimat. Ja, in diesem Sinne gehen wir direkt mal nach Elysa, Heimat der Seraphim. So ist Haus, Eingang wohl eher. Ich kann natürlich auch von außen herum waren episch reinmarschieren. Ich gucke gerade, wo war jetzt hier die Seehafenhöhle. Muss ich fast nochmal durch den Wald hindurch, war. Ja, gerade mir fehlt irgendwie ein Schrein da oben, oder? Beziehungsweise ein Tempel. Irgendetwas fehlt hier oben. Na egal. So, sehen wir wieder. Moment, ich muss ganz kurz das Mikro zurechtrücken. So. Jetzt müsste es besser sein. Also dann, auf nach, ja. Elysia. Ja, war ja auch schon hier. Von irgendwie Hundachwald. Konnte ich irgendwie nicht anwählen, aber ich schätze mal, es liegt daran, dass ich gar keinen Schnellreisepointer habe, wa? Jo. Dann nochmal gucken, was der gute Opa zu uns allen sagt. Zu unserer neuen Truppe mit Rose natürlich auch noch eine ganze Seraphim-Freundin und hast nicht alles gesehen. Wird sicher episch. Da er seine Domäne aktiv ist, würde ich mal sagen, ja. Ach, sorry, ja, also in dem ja nichts Neues. Sehr schön. Ich habe jetzt eigentlich noch auf eine epische Cutscene und so gehofft. Ja, ausruhen ist eigentlich auch nie verkehrt, aber weil vielleicht würde noch etwas passieren, wa? Dann können wir es gleich angucken. Ja. Natürlich, mit dieser Fähigkeit gibt es auch nichts. Sehr faszinierend. Ist Opa da? Gigi, 元気だった？バカな！なんだよ、いきなり。まずは挨拶じゃろ。そんな無礼者に育てた覚えはないぞ。黙って出て行ってごめんなさい。ただいま戻りました。はじめましてロゼです。お邪魔します。無事で何よりじゃ。重視の娘御も歓迎しよう。わかるの？私が重視って。わからいでか。スレイを同志としてミクリオは陪審になったのじゃろう。そして出身は湖の乙女か。お久しぶりです、前代様。私は何も言わずともよい。因縁は巡る。避けられぬ世の断りじゃ。はい。それでも私は信じたいと思います。必ず正しい未来に至れると。スレイたちはいい出身を持ったようじゃの。そういえばキセルは役に立ったか。あ、そうか。役に立ったならいいわい。じゃが大した値はつかんかったろう。1000年ほど使い込んだものじゃからの。キセルお気に入りだったんだな。売ったのまずかったんじゃないか。かもな。Ja, man sagen ziemlich sicher. Übrigens, sie kennen sich. Leider und er, die kennen sich. Okay, faszinierend. Ja toll, das war's schon. Ach Menno, jetzt hat er recht
irgendwie epische Zeremonie, Überfall, was auch immer. Aha. スレイさん、今回はちょっとゆっくりしませんか？疲れてるのライラ？そうではありませんが、たまにはまとまった休養も必要かと。賛成。いいんじゃない？そうだな。伊槌のみんなとも話したいし。じゃあしばらく自由行動で。Soweit zumindest mal zur Theorie. Ich habe jetzt hier noch alles für Punkte offen. Da unten ist noch etwas. Den Seehafen entdeckt wurden. Ja, sind wir gerade in der Nähe. Opas Haus, Soways Haus, aber sonst auch nichts mehr. Also es wäre ein komischer Ort, wenn es da unsere Freunde wären. ミクリオとライラはどこ行ったのかな。 Das frage ich mich auch. Wir sind allein unterwegs. Zoe allein zu Hause. Hey, passt zur Weihnachtszeit herum. du. 何してんだミクリオ。静かに。そうですか。やはり二人は。行こう。スレイ。申し訳ありません。そうとも知らず勝手に契約を。あ、いや、契約を結んだのはあの子らの意思じゃ。この先のことを決めるのもの。命に変えて支えます。同じ過ちはもう二度と。そう自分を責めるな。先代のことはどうしようもなかったのじゃ。そうかもしれません。でも考えてしまうのです。私にももっとできることがあったのではないかと。すべては縁じゃ。そして縁はまだつながっておる。はい。前来様のおかげです。いや、つなげたのはお主とあの子たちじゃよ。今のわしにできるのはあの子らを心配することくらいじゃて。危なっかしいところもありますが、あの純粋さは行く先を照らす光ですわ。私は共に歩いていこうと思います。今度こそ後悔しないように。そうじゃの。それこそが人と天族のあるべき姿かもしれん。お話できてよかったですわ。わしもじゃ。あの子らを頼んだぞ。今の僕たちの話じゃないか。みたいだな。いいのか聞かなくて。ミクリオ。すまない。盗み聞きすることじゃないよな。大事なことはちゃんと伝えてくれてる。じいじは。ああ、それはライラもだ。 Und trotzdem war es ein interessantes Gespräch. Das klingt ja fast so, als es gäbe zwischen Zoe und dem letzten Hirten irgendeine Verbindung, war? Zwischen Mikli und dem letzten Hirten oder irgendwie so etwas. Wenn wir zusammenfassen, also ein Hirte wird, wie wir bisher erfahren haben, oder kann zumindest, muss nicht immer so sein, nach der Erfüllung seiner Pflicht zu einem Seraphim werden. Was? Hast du deswegen Gedanken gemacht, hä? Ja. Aber es noch ganz verstanden, aber okay. Da ist noch etwas. Bin ich da knapp vorbeigelatscht. Ja, was wollte ich gerade sagen, genau, also, ein Hirte wird also einem Seraphim oder kann so einem werden. Und irgendwas ist zwischen Lein und dem letzten Hirten schiefgelaufen, aber, ja, eben, Zoe und Miklios Opa kennt diese Geschichte auch. Ja, jetzt bin ich eigentlich schon ein bisschen Pessimist und denke natürlich an das Schlimmste von wegen, dass der Herrscher des Unheils mal früher ein Hirte war. Aber dann hätte leider wohl ein bisschen anders reagiert, wa? Was kann sonst noch sein, dass der letzte Hirte vielleicht irgendwie verstorben ist oder so und dann den Seraphim hier halt Zoe überlassen hat, aus irgendwelchem Grund, vielleicht ist es sogar im Kampf gegen den Herrscher des Unheils gefallen, oder... Ach, keine Ahnung, werden sich noch rausfinden, was los ist. Fragen wir sie mal.
Nee, ich will noch ganz kurz etwas anderes testen. Es hieß, wir sollen uns hier ausruhen. Ich frage mich halt, wenn wir uns hier jetzt wirklich ausruhen, was dann wohl passiert. Abgesehen davon, wo ist eigentlich Diesel? Ich meine, Seraphim-Masten sind zwar hier, aber... Ich habe mir sowieso, Leute, mal ganz ehrlich, wir haben hier... Wer hat etwas? Aber gar nicht gesehen damals, krass. Ich frage mich ja sowieso, wenn hier so viele Seraphim sind, warum werden die nicht einfach zu Herrscher des Landes? Ne, wäre wohl so einfach, war. So, egal. Es ist sonst nichts mehr, also mal ganz kurz pennen gehen. Und dann speichern und dann mit Laila aufbrechen mit unserer Truppe wieder mal. Und dann auf zum Wasserschrein, wo ich ihn zumindest vermute. In der Wasserfall und der soll, wie gesagt, sehr nervig sein. Zumindest hat mir das immer wieder eingetrichtert. Also schätze ich mal, das stimmt auch. Gut, ich meine, Wassertempel oder Wasserschrein, wie auch immer. Die waren ja generell immer ein bisschen speziell. Ich mache da ja, gerne mal irgendwie Bezüge zu Zelda-Spielen. Das heißt, der Wassertempel aus Queen of Time oder Majora's Mask. Oder, gut, der aus Skyward Sword. Auch der war ein bisschen spezieller. Hingegen der Twilight Princess, der war dann noch ganz geil. Aber sonst schon generell, Wassertempel sind schon eher die nervigen. Obwohl ich Wasser als Element selbst noch relativ gern habe. Also wäre ich irgendwie ein Seraph und müssten wir irgendwie ein Element suchen, dann wäre ich sicher ein Wasserseraph. Von dem her, oder Wasserseraphim, Entschuldigung. Jo. Ja, wo jetzt das die ganze Zeit war, ist ein Rätsel. Gut, wir gehen zu Fuß zurück, Leute, weil, wie gesagt, wir hatten vielleicht hier und da damals etwas übersehen und konnten etwas nicht machen, was jetzt natürlich geht. Dank unseren 4 Naturkräften. Und dann, jo, mit recht sagen, auf zum Wasserschrein. Ich glaube, der war sowieso, da hat er damals irgendwie gesagt, nee, da ist noch etwas fehlt, der kann er gar nicht machen, da muss er später noch mal hin und so. Ich glaube eigentlich nicht. Human gibt es ja auch keine, weil sie... Habe ich echt damals Truhen übersehen? Will mir das Spiel das jetzt allen Ernstes weiß macht? Ich glaube schon, wa? Oh Mann. Jedenfalls, wie gesagt, wir sind hier in Opas Domäne und ist so stark, also da wird wohl kaum etwas sein. Oh! Ach so, stimmt, das war ja so. Was zum... Kann ich was machen? Hä? Was ist das? Nö, hä? Das sieht aber schon irgendwie so unnatürlich aus hier. Ja, auch. Also man sieht, es ist gut, dass wir da zurückgegangen sind und hier nochmal, ja, was man so lange das Rose verdächtigt wird, scheint viel Stress zu haben. Ja. Ansonsten noch alles Alte, nichts Neues. Ach ja, genau, Mann, jetzt schon wieder. Entschuldigung, hab's gerade überlesen. Die Tiegel, genau, müssen wir auch mal noch platt machen. Bei Gelegenheit. Beeilt ja zum Glück nicht. Ich wollte gerade sagen, Hirschkäfer. この形はまさか幻の。どうしたんだ出てる。なんでもない、騒ぐな。ああ、なんだそのクワガタ。静かにしろ。こいつがどういうやつか分かってるのか。どういうやつ？アロダイとイカズチオオクワガタだ。珍しいのか？激レアだ。
カブトムシは1年で死んでしまうが、クワガタは越冬が可能だ。3年ほど生きる。中でもこいつは寒さに強い種類。雪に包まれても凍ることなく、十数年生きた記録も残っている。100年ほど前に絶滅したとされ、俺も噂でしか聞いたことがなかった。すっげえ、幻のクワガタじゃないか。分かったなら静かにしろ。逃げちゃうもんな。とっくに逃げているが、デゼルが騒いだせいで。何？案外アホね。Ja, ja, diese kleinen Späße untereinander war. Die beleben das Spiel. Jetzt muss man aufpassen, dass ich nicht gerade verlaufe. Natürlich trotzdem alles irgendwie entdecken. Okay, hier ist auch nix. Da waren wir auch schon wieder zurück. Düb. Nö, hier war auch nix. Da haben wir eine Abkürzung. Okay, das ist der Endweg. Gehen wir nochmal zurück. Eine weitere Truhe. Du. Hä? Aktionspunkte suchen, das stand gerade da. Essbare und giftige Pilze. Ein Wald voller Pilze. 食べられるかな。手前のは大丈夫だ。奥のはやめておけ。了解。よくわかるな、デゼル。常識だ。この森ってさ、自然が生き生きしてる気がする。ああ、ジージのカゴ領域のおかげなんだろうな。さっきから感じてるこれがジージの領域だよね。かなりの力だな。高位天族でもここまでのものはそうはいない。そりゃあジージだからね。怪しいやつが入ると雷で追い返すんだ。雷も操るんだ。そう、すっごいのをね。スレイもよく落とされたものさ。それは雷違いだろ。なるほど。それでキノコ。私も分かった。雷が落ちるとキノコがよく生えるっていうよね。そうか。この森のキノコはスレイのおかげか。だから雷違いだってば。Nicht schlecht. Wobei ich mich ja frage, warum ist dann der gute alte OP, warum ist er nicht irgendwie Nebenherrscher von uns? Oder hat er überhaupt in der Story noch eine größere Rolle? Wäre natürlich noch episch und noch auftauchen würde. Ein Normin hier ist dann schlecht. Was kann er? Oder weniger. Das könnte Zoe echt noch gut gebrauchen. Lalala. Unser alter OP. Wobei, also mal ganz ehrlich, wenn Opa wirklich so verdammt mächtig ist, wieso zum Henker konnte dann dieser schwanzlose QB noch von den ersten Folgen da einfach reinmarschieren? Nein, verdammte Goldtruhe. Ja, da habe ich auch einen Tipp bekommen, also auch von Domi, dass die Goldtruhen den Schlüssel dazu finden in einem optionalen Dungeon. Zudem kommen wir aber erst, nachdem wir alle 4 Schreine gemacht haben. Toll, wa? Das muss ich sowieso erstmal die 4 Schreine noch machen, weil wenn ich sonst die Goldtruhe nicht aufmachen kann, muss ich an viele Orte wieder doppelt und dreifach zurückgehen, das ist natürlich auch nervig. Deswegen haben jetzt der Wasserschrein und natürlich auch der Windschrein nachher Priorität. So, haben wir es, wa? Die Seehafenhöhe, wieder weg hier. Habe ich hier noch irgendwas? Galeitruinen, ja, ich meine, hier sind natürlich
könnte ich eigentlich direkt mal machen, wa? Wenn wir schon mal hier sind. Da oben wird ziemlich sicher der Wasserschrein sein. Also ich kann mich noch so gut erinnern damals. Das sind ein paar Folgen, wo ich dachte, Alter, da ist alles so riesengroß, da kommen wir niemals hin und so. Und jetzt. Gut, wir sind ja auch erst bei etwa Folge 63, oder? Und vermutlich nicht mal am Hälfte des Spiels, aber trotzdem. Wobei, vor allem gerade, wenn wir alle 4 Schreine durchhaben. Und trotzdem noch nicht am Ende des Spiels sind. Wie groß ist denn das Teil? Und was kommt da also von der Story her und so? Wo gehen gerade hin? Dann kannst du die echt umruppen. Geht echt krass. Abkürzung. So, noch ein Fight in dieser Folge. Die wird sowas keine Chance haben. So, weg. Königsfaust! Die kommt nicht wieder. Alter, das ist so was ein episch, ey. Gut, aber ist genug, ich meine, jetzt noch ein bisschen hier eine starke Marke zu präsentieren. Ist ja schon unnötig, weil wir einer sind. Also schnell runter, speichern und dann ab in die Höhle. Lila Tiger ist ja auch down. 36 vom Level her, naja, also ist nicht schlecht, aber es kann natürlich auch höher sein. Wir kann ich machen, wir haben sowieso keine 9 Punkte. Hier, wir haben 9 zur Verfügung. Automatisieren ist da noch ein bisschen fehl. Ja, halt bei einem Partner wäre es noch cool. Wenn die halt blocken würden, wären sie wenig angegriffen. 10T Bonus. Ach ja, genau. Das ist schon geil. Aber hier 20 Punkte. Ja, jetzt wird es langsam echt teuer. Mit SK habe ich sowieso nie Probleme. Eher mit den SA. R2 gedrückt, um einen SA zu verbrauchen. Die Wirkung von der Verbesserung bei dir zu verstärken und so den Angriff ausführen und den Feind zurück wie auf das. Könnte noch geil sein. Wir können es mal testen, wa? Das seht ihr sowieso nie ein. Jo, in diesem Sinne wieder mal. Danke fürs Zusehen, Leute. Im nächsten Part also geht es hier weiter. Ich habe, glaube ich, sonst hier nichts mehr. Was wir zumindest gerade aktuell noch irgendwie begutachten müssen. Hier waren wir auch schon. Was? Zunächst. Oh, interessant. Kommt das ja spät noch dran. Jo, nächster Part also gehen wir hier zum Wasserfall und dann können wir gespannt sein, wie es weitergeht, ob echt schon der Tempel ist und wir schon durchrocken können oder ob noch irgendwas fehlt und ja, man kennt's ja. In diesem Sinne, bis dahin und ciao zusammen!